Ich muss als Parteipräsident widersprechen. Es wird viel darum gemengt, wir mengen, dass den unmusischen, unkontrollierten Wursten Tatursache von der Wohnungsnot zu Lützburg. Das ist nicht wahr. Wir mengen das nicht, wir wissen das. Das ist ein 100%iger Fakt, dass der unmusische Wurstum à l'origine ist von der Wohnungsnot auf vom Mangel und erschwinglichen Wohnraum hier am Land. Wir hatten über die letzten 10 Jahre noch schon dafür drin, ganz einfach eine Netto-Immigration auf Lützelburg, die am Schnitt bei 13.000 Leuten lag, dass sie 6.500 zusätzlich Wohnungen am Jahr, die allein dafür gebraucht. Man könnte nach dabei, das Lebensmodell, das sich geändert hat, ist sie nach groß gehen an einem Haus, wo man noch die Großeltern zusammen gelebt haben, das geht immer mehr rar, also auch da die mehr Wohnungen gebraucht. Was sind wir aus der Wohnungsnot nur probiert, an diesen Bayer Pisten abzuweisen? Ich will just ein paar Sachen hier betonen. Das erste, das mal, was hilft nicht, Wohnungsnot zu bekämpfen? Neue Steuern, Grundsteuer, TVA, die Gambia dezidiert wird, ob Mietwohnungen von 3 auf 70%. Alles das, sie wehr die Wohnungsnot nicht bekämpfen, mehr verschärfen. Neue Steuern, auch Grundsteuern, man wohnen nicht mehr billig, sie machen nicht mehr teuer. Auch das ist ganz einfach ein Fakt. Dann ein Punkt, auf den wir ganz viel Wert legen. Wir wollen, dass es hier am Land erschwinglich Mietwohnungen gibt oder wirklich Eigentum. Weil wir stehen zum Recht von den Leuten, Vermögen aufzubauen, so wie als Eltern und als Großeltern der Kontinent. Aber wenn haut viele Junker sich nach Können ein Wohnung legen, dann ist es, weil ihr Eltern oder ihr Großeltern das tote Recht nach Herd. Und diese Regierung geht in eine Richtung, wo nach Schuss bei Amphithéotik geht, mit einem Vierkaufsrecht von der öffentlichen Hand. Die Leute gehen löriert, sie gehen umgeschossen. Sie kriegen gesagt, du kannst hier ein Haus kaufen, wie wollen Sie denken, Verkaufskaufen mir da zurück. Und da tut ganz viel an der Stadt Lützelburg mit dem Baulückenprogramm. Da wird dann durch die Menge ein Haus gebaut, ein Geschäftsmann kauft das für 500.000. Wie was soll ein Geschäftsmann? Maar bij een halve miljoen, dat is een remboursement van 2.500 euro de maand op 20 jaar, dat kan schon niet meer de mindestloonempfänger zich leisten. Maar wat geschieht, man moet 10 jaar verkauft niet, en dan krijgen ze 500.000 euro terug. En wie als Perder? Maar iedereen. Maar iedereen. Gemeng hat während den 10 Jahren 0 Mieteinnahmen. Gemeng muss die so zurück in diese Krieg wird. Und der Mann selber war nur ein Avantage und nur 10 Jahre lang praktisch gratis gewohnt. Als das sozial, als das, was man gerne hat. Dafür so wir sollen wegkommen von dem toten System, und das ist genau der Kontra von dem, was Gambia will, Mabels will genau an die toten Richtung gehen. Ich komme nur noch nach einem konkreten Beispiel darüber zurück. Bauland erschließen. Das ist ganz einfach kein Geheimnis. Wenn man will, 100 alle Menschen sich nach kann ein Haus bauen hier am Land, da muss auch nicht Bauland erschlossen werden. Da sind wir aber ganz klar, nicht egal wo. Die hat an der Stadt Lützelburg gesehen, dass wir gekämpft haben, als der ging Schritte Marianne, dass da soll können gebaut werden. Nicht, weil wir verblendet gegen Ideologen sind, aber das ist ein Biotop. Da gibt es Tieren und Pflanzenarten, die ehemals sind. Aber was man die kriegen, die holen dann die Schlangen der Pflanzen, sie umbringen, so einen anderen Platz, anstatt ihre Biotop dort zu schützen, wo ein Ass. Das ist eine falsche Politik. Wir wollen nicht Biotope zerstören. Wir wissen aber, dass Bauperimeter da wird. Und da komme ich dabei hin. Fred Keup, wenn ihr richtig gesagt habt, pragmatisch, wo Plätze sind, wo ich kann Bauland neu erschließen. Wir sollten aber gerade so deutlich, ein Mensch, den du Wert schöpfen möchte, dem sein Stück oder sein Wiss an Bauland wird, dem muss selbstverständlich eine Wertschöpfungsabgabe machen. Dem muss ein Teil von der Plus-Value, die er realisiert, unterstärkt zahlen und aus dem Fonds soll dann der Bau von sozialem Wohnraum finanzieren. Es ist auch ganz klar, dass Staat allgemein die Vierkaufsrechte exerzieren, dann auch muss sie bauen. Was ist geschieht an den letzten Jahren? Verschiedene Gemeinden, so eine Gemeinde Suessen, weil die war da ein großer Champion.
Die huet präemptéiert op Terren, wo Projekte schon fertig werden, wo Privatpromoteuren a jahrelange Äbech e PHP ausgeschafft. Und da waren sie bei das soll gebaut gehen, wann dann der Terrain endgültig gekauft wird, da präemptieren sie. Aber machen sie, sie lassen Terrain leiden. Sie feiern die Projekte nicht viel. Es gehen Hunderte von Wünschen, die allein an der Gemeinde Source nicht gebaut sind, weil es den ideologischen Exerzice von Verkaufsrechten durch die Gemeinde. Und das darf nicht sein. Wir hatten laut Rezent den Arrêt von der Cour administrativ, die genau das dort verbietet. Und das ist gut so. Gemeng a Staat soll präemptieren können, mir aber auch nicht mehr, wenn sie ganz konkret wollen, dort zu bauen. Das ist schon geschwert von der Vereinfachung von der PHP-Prozeduren, das hätte ich nicht können besser dokumentieren, wie das, was unser Präsident als heute vorhin erzählt hat, 5 Jahre Prozedur für 3 Häuser zu bauen. Und da wundern wir uns, dass der Wohnraum immer nicht miteilt. Nur mal den Schluss sein. Ja, da kommen schon etwa meine Lieblingsthemen, was man nur ganz indirekt am Wohnraum als solches zu tun hat. Fonds d'investissement spezialisiert. Eine ganz kurze Werte. Proprietäre bringen ihr Terrain, ihr Bauterrain an so einen Fonds ran, developieren den dann, verkaufen den dann, aber muss noch Plus-Value, die sie durchschaffen, kein Frank Steuern bezahlen. Kein Frank. Und schon an der öffentlichen Debatte gesagt, allein das Projekt Cloche bringt einen Benefiz von 6,2 Milliarden Euro. 6.200 Millionen Euro Profit, den null besteuert wird. Wenn wir allein die Steuern hätten, wären 1,5 Milliarden auf E-Projekt. Hier das in den Kontext zu setzen, die Gesamtwirtschaftssteuer, die wir heute tun, bringt dem Staat rund 120 Millionen Euro. So seht ihr, wie groß die Diskrepanz ist. Und ich habe gesagt, dann soll der Reinkehr, und ich denke, all meine Kollegen stehen da haben, aber ich so, wir sind als RDR gegen alle Steuern, egal wie sie hecht, CO2, Vermögen, Erbschaft, gegen alle Tax, egal wie sie hecht, Grundsteuer oder was auch immer, oder Akzisenerhebung, solange wie der Toten toleriert wird. Wenn wir von schwinglischem Wohnraum schwätzen, dann muss man auch ein Wort verlieren über die sogenannten umweltfreundliche Bautechnologie. Engseitig der Wohnraum extrem verdeiert wird, wird die Obligation, dass haut nach Schuss passiv, AAA oder Gott weiß wie sie allgemein Häuser gebaut werden. Das ist für uns ein falscher Weg. Den das will machen, soll er können machen, soll meinetwegen noch daran unterstützt gehen, mit dem Mensch soll Freiheit tun, das Haus zu bauen, wie hier nicht will. Die hat mitgekriegt den Incident zu Esch, wo einmal die Gemenge Rot total dagegen war, dass Einzelzimmer so verloren. Und sie haben das durchgestellt als ein Kampf gegen die Ausbeutung von den Leuten, die an miserablen Kaffeezimmern mussten hausen. Wir sind auch gegen die Leute, dagegen, dass die Leute mussten an miserablen Kaffeezimmern hausen und dafür noch mussten teuer Geld bezahlen. Wir gucken mal ernst. Wenn an einer Familie kann fortziehen, ob du nicht. Für was soll die Familie nicht können, das Zimmer einzeln verloren? Die Familie bringt dann ein kleines Rendement, sie ist auch nicht mehr allein. An die Studenten, die dann zum Beispiel da wohnt, man den als Frau dort ein Zimmer kann lohnen für 300 €, ob einem Mäd, wo der Mann das Studio hat, der 800 kostet. Das wird zum Beispiel eine Einzelmesure, die wirklich etwas bringen, die für das soziale Leben gut wird, die für das Einkommen von den Leuten gut wird, an denen die erlauben, zum Beispiel Studenten oder auch andere Leute, für viel mehr billig Geld können zu lohnen. Wir sollen also, das darf nicht verboten sein, aber das soll total erlaubt sein. Wenn wir da von sozialen Mietwohnungen schwätzen, von erschwinglichen Mietwohnungen schwätzen, da wiederholen wir eine Forderung, die wir schon lange aufgestellt haben. Und das ist, dass es muss ein einheitlich, national, wertlich gehen, die nur transparenten, kontrollierbaren Kriterien und mit klaren Prioritäten funktionieren.
Es muss so sein, dass der Mensch, der an den Stand trägt, genau weiß, wo sie nicht tun, wie kann ich mit deiner Wunsch rechnen. Weil wenn die am Gesell entretemps bis bestimmt, dass an 3 Kanner wurde und 3 können, ist die Situation nicht mehr die, wie sie wäre für 5 Jahre, wo sie ja geschrieben wird. Das muss absolut transparent gemacht werden. Nach einem Wort zur Lokation. Garantie lokativ soll aufgesagt wie von 3 auf 2 Monate. Das klingt ganz super. Das ist auch so. Weil die Menschen, die es neu lohnt, brauchen immer Männer Loyer zu immobilisieren, wir können ranzuholen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch so, dass staatliche Prozeduren, gerichtliche Prozeduren, wenn es der Lokatär will, rauskriegen, den absolut kein Loyer sind, bis zu 2 Jahre dauern. Und da müssen sich aber Konsequenzen. Ich kann nicht auf der einen Seite Garantie für die Leute draufsetzen, und auf der anderen Seite erlauben, dass du es so einfach nur mal, ja, ein Mietschmarotzer 2 Jahre ohne Frank Loyer zu bezahlen, etwas sitzen bleiben. Logen das aber die Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben. Die Leute, die es gelohnt haben, auf Basis von dem Salaire, den sie hatten, an die Arbeitsplatz verlieren. Und da ist es, meine ich, eine Frage von gesellschaftlicher Solidarität, denen Leute direkt in den Nerv zu greifen, sofort dafür zu sorgen, dass die einen Wunsch kriegen, diese können bezahlen, anstatt sie als Schulden verlaufen zu lassen. Dass sie etwas müssen sitzen bleiben, weil sie ja nicht erst obwohl sie Leute nicht können abbringen. Das ist eine Pflicht vom Staat, das ist eine von den Kehraufgaben vom Staat. Wir wollen noch die vertragliche Freiheit bringen am Mietvertrag. Und zwar in die 2 Richtungen. Und in Haut im Mietvertrag schreibt auf 5 Jahre, dann ist er Gehalt für die 5 Jahre. Aber nicht nur 3 Jahre, weil der nicht mehr kann leisten. Oder wenn die Familiensituation nicht geändert. Ich habe noch einmal Kant beikriegt und zu klein. Da bleiben nicht Gehälter für die Leute. Weil mein Proprietär mich da gefangen hält, da sind nicht gefangen. Und das ist keine gute Situation. Dürfen Sie mir damit, dass du nicht Freiheit kommen, dass die Lokatär mal den normalen Präavis von 2 Monaten kann sagen, sorry, es geht nicht mehr, oder dass wir zu klein gehen, oder dass wir zu groß gehen. Man kann es aus dem Haus auf Menschen mit dem großen Haus. Ich will den Loyer kennen, dann muss das möglich sein. Und umgedreht muss man Schluss machen mit der unsäglichen sozialistischen Idee von der Prorogation legal. Was ist Prorogation legal? Das verbietet uns, sich zeitlich begrenzt zu verloren. Das ist erlaubt, zeitlich begrenzt zu verloren. Just lockert der muss ich nicht tun halten. Wenn die 3 Jahre, für die ich verloren habe, rüber sind und er bleibt dran. Das ist Prorogation legal. Und das ist an Eisenherz. Aber wenn der anderen froh bei Freunden, bei Familien, da wissen wir, das richtig ist, ein Fakt ist. Von den Hauptgründen von Lehrstellen, Wohnstellen, am Land. Der Proprietär, der weiß, an 2-3 Jahren kommen, mein Kanner von der Uni oder mein Enkel. Der Proprietär, der sagt, ich meine, gerne PHP am Mojoheieren, das dauert von 4 Jahren mehr. Die sieht sich dann mal, wann das bis so weit ist, dann muss ich locker der dran sitzen, der geht nicht so nicht lassen, also lustig das Leben Eidelstück. Und da könnte man bekämpfen, dadurch, dass man die Prorogation legal eben aufschafft. So, und nicht mehr so, kämen direkt sofort Hunderte von zusätzlichen Wünschen auf den Markt. Wir haben auch Mesure dafür gesehen, für die Leute entgegenzukommen, die wollen Eigentum schaffen. Ihr kennt schon den berühmten billigen Akt, den ist im Moment auf 20.000 € begrenzt. Kaufpreise sind aber extrem hochgegangen. Dafür so mehr die billigen Akt soll von 20 auf 50.000 € geheischen. Gleichzeitig wisst ihr, dass, wenn ihr für euch selber baut oder kauft, oder ein TWR von 3%. Die ist aber limitiert auf 50.000 €. Wenn der mehr teuer kauft oder mehr teuer baut, dann muss der 17% TWR bezahlen. Dafür gibt mir den Freibetrag von 50.000 auf 100.000 Page. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, den TWR-Score auf Mietwünsche von 17% ist zurück auf 3% bringen, weil die 14% Differenz bei der kriegt der Lokatär draufgeschlagen. Das ist also eine Mesure, die Loyer abgetrieben wird, und da ist eine Mesure, wo man Loyer nicht Kind raufdrücken. Dann ist mir ganz, ganz viel Herz leid, und da komme ich auch schon bald zum Schluss.
Das eine habe ich schon gesagt, das ist, wir müssen die Leute führen erlauben, Eigentum zu bilden. Und das ist auch viel geworfen, weil er nicht gern hat, da soll das, was er gern hat. Anstatt den unsäglichen bei Amphitheorie, was eine Lose-Lose-Situation ist, sind wir für den Portage Francier. Was heißt der Portage Francier? Das ist eine Idee, die ja schon an der ADR vertreten ging, wie ich an die Partei gekommen bin in 2006. Demo zum Beispiel vom Portage Francier geschrieben. Der Portage Francier als Möglichkeit, dass ich mein Terrain zur Verfügung gestellt kriege, ich baue drauf und ich bezahle den Terrainrecht, bei meinem Bau bezahlt ist. Ich verschubse also den größten Postenhaus, der ist Asio, der Bauterrain, den ist gerade so hoch, wenn nicht heißt, noch mehr hoch wie Baukosten. Ich verschubse den und dann. Resultat ist, ich kann mir mehr leisten, ich komme zu meinem wirklichen Eigentum, nur eine Soziallesung, und wir machen Wohnraum an die Schafe von Vermögen nicht möglich. Dann der letzte Punkt, auf den ich speziell angehen, was noch alle Leute schon hören. Leute, die Lohne, die ihre Loyer bezahlen, 1500 € Loyer, und dann sollen sie etwas kaufen, kriegen die Präge für für Wert, weil sie kein 20% umspürt. Bei den Paien, die wir haben, bei den Loyer, die wir haben, also für viele Leute ganz, ganz schwierig, 20% für den Kaufpreis umzuspüren. Resultat ist, dass sie 4 müssen für 1500 € lohnen, anstatt dass sie 1300 € für die Präze bezahlen. All dies ist das Resultat der Vermögensbildung bei den Leuten verhindern, aus Gründen, die nicht nutzvollziehen sind. Und dafür sind wir als ADR der Meinung, dass es eine Sozialbank haben, die an so einem Fall, wo die Leute können nachweisen, dass sie 1500 € regelmäßig bezahlen als Loyer, dass die auch 1500 € können lehnen, auch wenn sie nicht umspüren. Das denke ich. Voilà, das wären ein paar Highlights, also wir Bayer, den dafür 3 Stunden Jubiläums hat, und ich soll nicht merci.